I den Kindern da dran hast du geschaut und bist davor. Mein Schatz, so läuft es heute mal im Leben. Ich weiß, du lachst, doch in die Augen sind Sorgen zum Singen. Ich kann's sehen. Ich denk immer nur an morgen, wenn ich denk an meine Sorgen. Ich hab die gehabt und dann lass ich die doch gehen. Es ist nur fair, dass du erfährst, wie es um mich steht, wie es um mich steht. Corneline, mein Leben ist das ist ohne dich. Corneline, und ich kann nichts mehr geben. Corneline, mein Leben ist das ist ohne dich. Corneline, und ich kann nichts mehr geben. Ich denk immer nur da dran, hast du geschaut und bist davor. Mein Schatz, so läuft es heute mal im Leben. Ich weiß, du lachst, doch in die Augen sind Sorgen zum Sehen. Ich kann's sehen. Corneline, mein Leben ist das ist ohne dich. Corneline, und ich kann nichts mehr geben. Corneline, mein Leben ist das ist ohne dich. Corneline, und ich kann nichts mehr geben. Das war Without You oder Conny Lim jetzt. Und der Song ist von wem ist er? Er ist ursprünglich von einer englischsprachigen oder englischen Rockband namens Badfinger. Auschecken mal. Die haben so einen kleinen Hit damit gehabt. Dann aber ein paar Jahre später, 2 oder 73 meine ich, hat der Harry Nilsson eine Platte rausgebracht, Nilsson Schmilsson heißt die. Und da war der Song drauf, in der Version, in der es viele kennen. Da war es dann auch ein Welthit, ein riesiger Erfolg. Tatsächlich der größte Erfolg von Harry Nilsson, was lustig ist, weil der Harry Nilsson ist eigentlich selber ein wahnsinnig guter Songwriter, aber sein größter Hit, den hat er tatsächlich mit einem Song von jemandem anderen gehabt. Harry Nilsson, wer ihn nicht kennt, unbedingt mal auschecken, einer meiner Lieblingssänger aus den 70er Jahre, 70er, 80er Jahre, hat großartige Platten gemacht, hat auch seltsame Sachen gemacht. Ein Song, den auch manche kennen von ihm, ist Put the Lime in the Coconut. Put the Lime in the Coconut, ne? Wie heißt der? Put the Lime in the Coconut. Genau. Und einen großartigen Song, den er auch noch geschrieben hat, war One. One is the loneliest number that you ever do. Super Nummer. Wundervoller Sänger. In die 80er hat er dann nicht mehr so viel gemacht und vor allem dann 90er ziemlich im Drogensumpf abgetaucht. Viel Party gemacht. Unter anderem mit John Lennon, glaube ich. Und so, aber toller Sänger. Und dann Ende der 80er, Anfang der 90er ungefähr, schätze mal, war das, habe ich jetzt nicht mehr nachgeschaut, hat dann die Mariah Carey, die mächtige Mariah Carey, Jesus, Mariah und Carey, die eine Version rausgebracht, die auch sehr, sehr viele Leute kennen. Das war auch noch mehr ein Welthit, eine Riesennummer.
Und von daher kennen es auch viele Leute. Könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, wo ihr den Song das erste Mal gehört habt oder in welcher Version. Und da hat es euch selber gefallen und hört euch die anderen Versionen an. Hey, Musik, wunderschön. Und wenn es euch gefallen hat, wisst ihr, wo ihr überall draufklicken müsst. Und vielen Dank jetzt am Schluss an alle, die mich monatlich unterstützen, meine Spätzeln von Patreon. Danke euch und bis zum nächsten Mal. Ciao.